Ja, der soeben gespielte Montana-Marsch. Sie haben nur im Ohr erzählt von frischen Höhen, wilde Bäche, die spritzig zu Tal rauschen, Vögel zwitschern und Waldhörner ihre Signale schmettern. Ich finde, wenn man sich großartige Berglandschaften vorstellt, so hat die Komposition schon den passenden Namen erhalten. Was für eine wundervolle Welt. Aber das ist nicht selbstverständlich. Unsere Erde braucht Hilfe. Aber zuerst spielen wir noch die Waschbrettpolka. Ja, bei der Waschbrettpolka soeben, Name ist Programm. Sie haben es sicherlich gesehen, der Kilian am Schlagzeug, der kann nicht bloß auf dem Schlagzeug spielen, sondern auch das Waschbrett zur Waschbrettpolka spielen. Also, ich finde das nett. Ja, während dem Spielen, ich war fast ein bisschen irritiert,
kommt von Händen jemand, der die Absperrung durchbrochen hat. Oder unterdurch oder obertrieben, ich habe es ja gesehen. Das war der Hans Honold. Herzlich willkommen, dass auch du wieder da bist, Hans. Ja, und wie Sie sehen, die zwei Solisten da vorne standen schon parat. Ja, nicht nur Solisten, sondern auch Freunde fürs Leben. Die Polka mit diesem Namen spielen nun der Dr. Werner Scheizneder am Flügelhorn und der Thomas Karrer am Euphonium nun mit uns zusammen für Sie. Gute Unterhaltung.
Ja, als nächstes Stück haben wir für Sie den Jasminwalzer aufgelegt. Die Noten für dieses Stück wurden anlässlich der Geburt seiner Tochter Jasmin von unserem Wolfgang Neuenberger gespendet. Vielen Dank dafür. Übrigens, wir freuen uns auch heute wieder, wenn Sie eine Spende machen möchten, wenn Sie spenden. Danke auch an unseren ersten Bürgermeister Jochen Lutz. Er hat sich bereit erklärt, zusammen mit seinem Stellvertreter, mit dem zweiten Bürgermeister Charlie Depprich, fürs Sammeln. Die zwei hat es so gut gemacht, da können wir nicht drauf verzichten, Sie nochmal zum Engagieren. Also vielen Dank jetzt schon an dir zwei und natürlich an Sie alle, wenn Sie für uns ein bisschen was spenden, wenn es Ihnen gefallen hat. Ja, und jetzt spielen wir den Jasminwalzer. Von Jasmin zu Werner. Die Werner Polka liegt nun auf unseren Notenständen. Michael Klostermann hat
dieses Stück anlässlich des 50. Geburtstages unseres zweiten Dirigenten Dr. Werner Scheizeneder geschrieben. Ist also nochmal ganz brandaktuell, aber auch schon länger nochmal von uns gespielt, aber für heute wieder für Sie vorbereitet. Viel Vergnügen! Gehen wir nun mit dem holländischen Seefahrer Abel Tasman
auf große Entdeckungsreise. Angefangen vom quirligen Treiben im holländischen Hafen, bevor das Schiff dann ausläuft, nehmen Fahrt auf und meistern einen Sturm auf hoher See, um schließlich Tasmanien, südlich von Australien, zu entdecken. Was für eine wundervolle Welt! Abel Tasman, ein Konzertmarsch von Alexander Pfluger.
Über den Wolken wird die Freiheit wohl grenzenlos sein. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? So unser nächster Titel. Im Original von Reinhard May. Von oben, insbesondere vom Weltall aus, sieht unsere Welt überragend schön aus. Wenn man aber Waldbrände, Luftverschmutzung oder Ölkatastrophen auch aus solch einer Entfernung noch sieht, wird jedem klar, wir müssen etwas tun für unsere Welt. Um sie für unsere Kinder zu erhalten, müssen wir sie schützen. Kommen Sie aber zuerst mit uns über die Wolken. Gesang Stefanie Mühe, Karl-Heinrich Scheizeneder. Stadtbahn 3, bisher höre ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei, und es dröhnt in meinen Ohren, und der nasse Asphalt weht, wie ein Schleier fällt der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt, der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen unten verborgen, und dann höre, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich wichtig und rein. Ich sehe noch lange nach, sieht sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jeden winzigen Punkt verloren. Nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen verborgen, und dann höre, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich wichtig und klein. Dann ist alles still, ich sehe Regen und meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee, in der Luft auf 6 Baracken, in dem Pfütz ein Stück Benzin, schillert wie ein Regenbogen, Wolken spiegeln sich darin, ich wär gerne mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen unten verborgen, und dann höre, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich wichtig und klein.
Ja, wir sind wieder gelandet. Wo sind wir gelandet? Wir landen jetzt in Italien. Bella Italia, Sehnsuchtsziel vieler Deutscher, vieler Urlaubssuchenden. Natur, Strand, Sonne, das sucht und findet man dort. Ein Potpourri mit Sag mir quando, sag mir wann, Volare, Uno per tutte und Arrivederci Roma spielen wir jetzt gleich. Italien oder Deutschland, ich möchte für die vielleicht auch ein bisschen später gekommen sind, nochmal auf die bekannten Corona-Regeln hinweisen. Abstand halten, wir haben viel Platz, es ist jedem möglich, den Abstand einzuhalten. Wenn man unterwegs ist zwischen den Leuten und man hat sie dabei, die Mund-Nasen-Bedeckung als Empfehlung bitte aufdrehen, Husten, Niesetikette einhalten und als Belohnung, weil sie es ja so gut einhalten, haben wir jetzt die Welthits aus Italien für sich spielen.
Ja, nun zum gewissermaßen Titelsong unseres Platzkonzerts, What a Wonderful World, ein Trompetensolo, gespielt von Georg Bichteler. So einschneidend wie die Corona-Maßnahmen im Frühjahr waren, so positiv waren diese für unsere Erde. Weniger Verkehr, weniger Industrie, weniger Lärm, weniger Konsum, weniger Tourismus. In einigen Großstädten dieser Welt die seltene Erscheinung eines unverschmutzten blauen Himmels. Mehr Ruhe, mehr Platz für Pflanzen und Tiere. Leider ist der positive Umwelteffekt großteils schon wieder verschwunden. CO2-Ausstoß wieder annähernd auf altem Wert. Diese wundervolle Welt braucht uns, den Menschen, nicht. Aber wir brauchen die Natur dieser Erde. Nur wenn wir alle ein gutes Stück von unserem materiellen Wohlstand dauerhaft aufgeben, können wir diese Welt guten Gewissens an unsere Kinder weitergeben. Deshalb müssen wir aber nicht auf das Schöne verzichten. Musik, Freundschaft, Zusammenhalt, Freude, Liebe, viele wertvolle Dinge haben eigentlich nichts mit Geld oder Konsum zu tun. Besinnen wir uns. Es gibt so viele kleine und große Schritte hin zu einer besseren Welt. Tun wir sie. Auf dass wir auch in vielen Jahren noch sagen können, ja, what a wonderful world.
für eine wundervolle Musik. Von der Trompete nun zum Gesang. Zu unserer Michaela Nusko und zu Stefanie Mühe, die mit und für uns nun Lieder, die die Liebe schreibt, singt. Passend zum 17. Hochzeitstag von unserem Karl-Heinz Scheitznieder und Andrea Scheitznieder. Viel Vergnügen!
Ja, wir bleiben bei der Liebe und spielen nun als vorletztes Stück in unserem heutigen Programm die Polka Meine Liebe. Als letzter Titel auf dem heutigen Programm steht der Kaiserjägermarsch aus dem Jahr 1911.
Wir haben das Stück auch auf unserer 2015er CD in dieser Form, in diesem Arrangement aufgenommen. Wir hoffen, Sie konnten eine schöne, unbeschwerte Stunde mit unserer Musik verbringen, ein wenig abgelenkt von den beherrschenden Themen der Zeit und mit dem Fokus auf unsere wundervolle Welt, unsere Lebensgrundlage, der es zunehmend schlechter geht, solange wie ihr Schaden. Vielen Dank für Ihr Kommen, Ihr Zuhören, Ihren Applaus, gegebenenfalls Ihre Spende, während die Spenden schon zurückbekommen. Nochmal vielen Dank an alle, die gespendet haben und an die Spendenkassenträger, sage ich jetzt einfach nochmal. Uns hat es gefreut, für Sie zum Spieler. Danke, bleiben Sie gesund und für Gott. Ja, ich habe vorher gesagt, das war das letzte Stück in unserem Programm. Ja, in unserem Programm, aber weil Sie so fleißig batcht haben und ich habe auch nicht bloß einzelne, sondern mehrere Zugaberufe gehört, da sind wir natürlich glücklich und froh und spielen dann noch unsere Zugabe für Sie. Wir haben die Gabel unser
Perlen jetzt noch aufgeschlagen. Wenn man ein bisschen in die Zukunft noch denkt, das möchte ich vielleicht noch sagen, an ein Kirchenkonzert oder Konzert in der Kirche, wie es die letzten Jahre wir gemacht haben, glaube ich jetzt so im Moment nicht, dass wir das so machen können. Wir haben aber die feste Absicht, um den Dreh rum irgendwas Musikalisches fürs Dorf, für Sie zu machen. Wir und was werden wir dann zu gegebener Zeit entscheiden. Also es ist eine Zukunft für uns alle da. So, und jetzt spielen wir Gabelern zur Perlen. Thank